Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Ich weiß, mit dem neckischen Mitzel kann man mich nicht so besonders ernst nehmen. Das hätte ich eigentlich schon bei der letzten Folge vorgestern bei der dritten Episode tragen müssen. Aber ich habe es leider verpasst, die Termine mir nochmal anzugucken, also wann die Episode rauskommt. Und habe mich da ein bisschen verkalkuliert. Wir holen das heute noch. Jeder, der bei mir schon seit 2016 Let's Plays guckt, weiß, dass ich um die Weihnachtszeit immer das neckige Mitzel trage. Und zu Heiligabend drehe ich es mal wieder um auf die besonders lustige Seite. Ja, ich weiß aber mittlerweile jetzt auch, wo mein Facecam hinkommt. Und zwar over links. Da stört sie am wenigsten. Weil überall anders hätte sie immens gestört, fand ich. Und ich werde jetzt immer vorlesen, wenn over links was erscheint, was halt durch meinen Mollokopf jetzt auch noch mit dem neckigen Nikolaus-Mitzel verdeckt wird. Ja, wir sind so weit gekommen, dass wir in Darkwater jetzt mal zum Warenhaus 36 gehen sollten. Hier sind die Wege mittlerweile offen. Jo Scheißdusch. Du beschissener Hodensack. Ach, nicht schlecht. Ja, dazu habe ich noch mein Facecam so umgesetzt, dass ich jetzt auch ohne Probleme lesen kann, was unten drunter ist. Die ersten 3 Aufnahmen, es ist halt so, dass ich nicht immer nur Einzelaufnahmen mache, sondern wenn, dann 3 bis 4 am Stück, die ich dann hier kriege. Netter Gentleman hier. Und ja, dann kann ich halt am Anfang immer nur ausprobieren und muss gucken, wo hier das Ganze führt. Ja, da bin ich gerade eben gewesen. Hier parkt noch ein Auto, was uns den Weg versperrt, aber wir sprechen mal mit dem Kerl. Saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Bootlegger als Schmuggler, okay. Sie haben keine Angst vor ihrer Chefin. Was treiben Schmuggler in dieser Gegend? Das haben wir anscheinend auch freigeschaltet, aber erstmal froh mal ganz normal. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Okay. Good. Thank you. Was sonst noch? Das hier? I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. Okay. Das war I mal shall take my leave. nett von dem Kerl. Okay, ich muss einen Weg ins Lagerhaus 36 finden. Kann man anscheinend auch irgendwo hingehen. Versteckte Gegenstände finden. Die Fähigkeit Entdeckung ermöglicht dir, versteckte Gegenstände in der Nähe zu finden. Wenn alle Gegenstände gefunden wurden, dann, ja, ganz tolle Sache anscheinend, was ich nämlich habe lesen können. Ah, so 20er Jahre Auto. Geil. Also so alte Autos, die finde ich schon geil. Da kann man bestimmt noch kurbeln vorne. Der Ersatzreifen ist da schon oben drauf montiert, genauso wie hier nicht. Okay. Ja, cool. Probieren wir das nochmal aus, von wegen versteckte Gegenstände finden. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendeine Auswirkung auf die ganze Geschichte hat, aber wir schauen es uns mal an. Hier ist was. Dieser Hebel aktiviert einen Mechanismus. A handle. Okay. It must come from these old winches. So, das Ding Hammer, aber anscheinend gibt es hier noch irgendwas. Und links leuchtet ja noch auf Rohrezeichen auf. Können wir hochkraxeln, aber ich gucke mich erstmal hier nochmal um. It looks like there's a way in under this grate. Okay. Auf der anderen Seite muss ich auch nochmal gucken, wo du die andere Kerle noch Whale gestanden haben. vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Okay. Hier gucken wir uns mal over gerade noch um. Gucken mal, was wir Dodo noch finden könnten. Also das sieht aus, als könnte man das lösen, ne? Wahrscheinlich brauche ich da mein Kurbel. Okay, bevor wir jetzt hier irgendwie Tabula Rasa veranstalten, würde ich sagen, ich gucke mich nochmal um. Und mag eventuell noch mit ein paar Leuten retten. Das sieht man nämlich fast schon aus, als wäre das ein Weg Richtung Warenhaus 36. So, ich muss hin und wieder einmal zur Facecam gucken, ob das jetzt alles passt, weil durch die Mütze ist es jetzt alles ein bisschen nach oben verschoben. Und dadurch, dass ich die Kameraperspektive geändert habe, ist es auch etwas gewöhnungsbedürftig für mich, weil so habe ich weniger braune Tür als Hintergrund. Okay, da ist noch ein Fischer, mit dem können wir aber nicht retten. Ach, diese grüne Lampe, das vermittelt immer so ein grünlicher, kränklicher Schein.
Ach, das ist ekelhaft. Genauso wie diese Koralle überzogene, eklige Bretter hier, die einfach nicht mehr in Reihe und Glied liegen, sondern fast schon wild durcheinander gewürfelt sind. Das ist echt ekelhaft. Also Darkwater vermittelt so einen richtig heruntergekommene, verlossene, ekelhafter Eindruck. Da können wir nicht hochklettern, oder? Nö, dazu ist er einfach zu blöd oder zu schwerfällig, U-Gelenk. Ja, also da kommt er anscheinend nicht hoch. Da können wir rein. Ah, da müssen wir was knacken, so sieht's wohl aus. Bin immer gespannt, wie in dem System das Schlossknacker-System ist. Das kenne ich ja aus der unterschiedlichsten Spieler. Und da kommen wir nicht rein. Okay. Da ist noch hier anscheinend vom heilige Bimbam der Schutzpatron, wahrscheinlich von Fischer oder sowas. Kann ich mal vorstellen. Ja, da der heilige Bimbam mit dem Interagieren wir Amol. Ach ja. So, da ist er. Okkultismus braucht es, oder was? Ah ja, Okkultismus. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. Looks like Phoenician. Or a very primitive runic script. I've never seen anything like it. Okay, da hat irgendjemand auch was drauf geschmiert anscheinend. St. Brendan, der Navigator. 484 bis 577 circa noch Christus. Okay, den haben wir jetzt auch noch freigeschaltet. Moment. Da können wir uns was angucken dazu. 2 Charakterpunkte habe ich derzeit frei. Habe ich irgendwas, wo ich rein investieren kann, wo es mich direkt weiterbringt? Nee, nicht wirklich. In Okkultismus könnte ich es möglicherweise mal rein investieren. Oder Entdeckung. Ermittlung ist eigentlich auch nicht so verkehrt, ne? Schauen wir mal. Schauen wir doch mal, ob wir da nicht eventuell da drüber einbrechen können. Was braucht dann das? Das braucht, glaube ich, Ermittlung, oder? Ermittlung, ja. Halte mal der Gaul an. Gucken wir gleich mal. Ermittlung. Ja, da brauchen wir 6 Charakterpunkte, bis es so weitergeht. Weißt was? Wir probieren es erstmal so. Gucken, ob er da reinkommt. Ich muss gar nichts machen, das macht er von sich aus. Damnation. I broke it. Okay. It's no use. The padlock won't give. Okay, da kommen wir erstmal nicht rein. Dort drin sehe ich jetzt aber auch nichts Großartiges. Ich könnte natürlich ein bisschen Ermittlung noch rein investieren. So, machen wir das. Ja. 50%. Schafft das vielleicht jetzt? Nee. It's no use. The padlock won't give. Okay. Hätte ja sein können, dass es jetzt möglicherweise schafft. Aber ich wollte eh noch was anderes gucken. Darkwater haben wir da noch. Zwar haben wir, Moment. Ja, dann hatten wir schon den Kapitän. Okkult. Hier, heiliger Brendan. Beschützt der Schutzpatron der Wale und Walfänger noch immer die Seeleute von Darkwater? Offensichtlich gab es vor dem heiligen Brendan andere Götter, an deren Verehrer scheinen den Glauben nicht zu teilen. Die Einheimischen huldigen noch immer dem alten Heiligen, aber die Statue wurde von einem anderen Kult entstellt. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Dann hat man noch irgendwas im Inventar. Ah ja, hier. Dieser Hebel aktiviert einen Mechanismus. Okay. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. So ein abgehalftertes Suffkorb mal wieder. Mit dem können wir allerdings nicht sprechen. Dann noch so 2 nette Herren. Hier kommen wir leider nicht durch. Ja, es ist natürlich auch mal wieder heute ein sehr bewölkter Tag, weswegen das Ganze auch wieder etwas trüb aussieht. Ich weiß ja nicht, also auf der Facecam, wenn ich jetzt so direkt drüber gucke, ne, sieht es immer ein bisschen trüber aus, als es dann in der richtigen Fassung wirklich aussieht, wobei ich dann nicht mal was an der Helligkeit schraube. So, also mit der kann, also mit dem Ende kann ich sprechen. Und da sind noch so ein paar Typen. Okay, wir können mal da rein. Schmuggler sind das. Ach, mit Voldemort gibt's auch Probleme. Ich dachte, das ging um Cthulhu, nicht um Voldemort. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded?
Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Okay. Also die konnte ich jetzt anscheinend noch aushorchen. Die bewachen wohl das Lagerhaus direkt, so wie es aussieht, ne? Da hat man ja schon mit den zwei vor allem mit den zwei Suffköpto und dann mit den Schmuggler. You live here? Why did you do that, huh? Trunkenbolzen. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Alter, was geht mit Denner ab? Sowas hätte ich niemals getan. Wer ist der heilige Brandon? Ich bin erst angekommen, ihr Trottel. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. Ach, du It's liebe Zeit. understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, Bozos. it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Okay. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Mama, wer sind die beiden Two Wachen? guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Okay. Was brauchen wir noch? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Der Typ sieht auch ein bisschen aus wie der Edward Pierce, nur ein bisschen abgeranzter. Also da hätten sie sich bei den Charaktermodellen wirklich nicht viel Mühe gemacht, muss ich sagen. Und vor allem haben die voll die grobe Poren, alles voll die Porenmänner hier. Blach. Ja, es wirkt halt schon so ein bisschen noch der Unreal Engine à la Outlast. Ne? Das kann man schon wirklich gut mit vergleichen. Okay. Erstmal der That Brandon. statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? Jesus. You wouldn't be looking down at us like all townspeople do. St. Brendan. Gott. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Oh Mann, was für Gammler. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Ja, der feine Herr wohnt in einem Haus, hm? Und der feine Herr trägt Isn't Schuhe. it a bit early? Alter. We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. Ja, da hat man seit 80 Jahren halt gearbeitet, ne? Der arbeitslose Herbert Schwadrowiak. Dann macht's I've noch taken gut. enough of your time. We'll Die see you later. Gebrüder Schwadrowiak. Ach du Scheiße. So, dann gucken wir mal bei Dennerei. No idea. You better keep it shut. Where we don't have a clear conscience. Quiet. So, dann gucken wir mal, was die Gebrüder Schmuggler zur Sache haben. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Okay. Nach ihren Machenschaften fragen. Lügen Cat schickt mich. Redegewandtheit brauche ich dafür. Machen wir mal so. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about Okay. your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Okay. Machen wir mal hier. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived.
Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Okay. Hier. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. Ja, das ist ja you das, don't was man schon bei einem understand. She Polizist... really cut him a new smile. Das ist But das, he was man bei only dem smiles with the left cheek. Polizist schon aufgefallen ist, der so eine Chelsea-Grinse hat. Boah, das wird wahrscheinlich der sein, ne? Ich hab wirklich Angst vor Cat. Ja, das hatten wir aber schon, oder? She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Ja, kann ich verstehen. Okay. Ich lüge I die bid jetzt you, mal nicht gentlemen, an. farewell. Ja, macht's gut, Gentlemen, genau. I bid you, Gentlemen, farewell. Genau so, nicht anders. Da steht noch irgend so ein Kasper rum. Where do you think you're going? Der Officer Andrews. So einen kaiserlichen Backenbart, der direkt in seine Halbglatze übergeht. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Redegewandtheit. Probieren wir's mal aus. You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't Yeah. want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. Okay, das hat wohl nicht so funktioniert. Was macht die Polizei I hier? thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Okay, also bei dem komme ich wohl nicht so besonders weit. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be Okay. unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Klingt doch ein ganz reizender Typ, der alte Silas. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Können wir denn... Ah ne, mit dem können wir leider nicht mehr retten. Schade. Wie sieht's denn mit dem Officer Chelsea Grinsen aus? Don't put that Mit dem You können wir didn't auch tell noch me retten. that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. So, ihr seid And I Chelsea don't want to see Smile. you hanging around it. Linke Now Wange. please, leave us to our work. You Niemals! can't understand. You're not sailors. Okay, wir verwenden jetzt noch den Rest von der Episode, um möglicherweise mit der ominöse Frage, die ich jetzt mal einfach so steil als These für Cat halt, mit der wir uns Another retten. break? I told you to beat it. Okay, das sind auch wieder so ein paar, so ein Gesebärtel ist wieder da und irgend so ein anderer illustre Typ. I told you to beat it. Okay, also mit der können wir jetzt erstmal nichts anfangen. Na gut. Dann scheint die uns wohl nicht die Erlaubnis zu erteilen. Ich bin ja mal gespannt. Eventuell kriegen wir es hier, dass die Gentlemen uns reinlassen, wenn wir sie anlügen, von wegen Cat schickt mich. Vielleicht ist mal Redegewandtheit gut genug. Eventuell bin ich auch noch nicht eloquent genug für sowas. Wir probieren jetzt aber noch Folgendes aus, nachdem ich mich jetzt hier umgeguckt habe. Weil irgendwas gibt es ja anscheinend noch hier an Gegenstand. Irgendeine Fragezeichen leuchtet noch auf. Vielleicht können wir ja im Untergrund zum I Warenhaus could use gehen. this Ne? old winch to lift the grating. Ja, dann verwende mal deine Kurbel. Okay, wir probieren es mal aus. Na? Kann das Ding nicht verwenden? Also ich stehe das schon ganz gern verwende, so ist nicht. Gehen. Hallo?
Fehlt da noch irgendwas, was ich da noch machen muss oder machen kann? Eigentlich müsste jetzt kurbeln, ne? Eigentlich müsste du kurbeln als Befehl noch auftauchen, aber irgendwas könnte ich hier noch vergessen haben. Guck mich jetzt gerade noch so ein bisschen um hier. Sehe jetzt aber nicht wirklich noch... Ah, doch, da ist noch was. Sperrklinke. Ah, okay. A ratchet device. Exactly what I need. Perfekt. Dann haben wir wohl alles. Sperrklinke muss ich du wahrscheinlich auch noch abbringen. Genau. Okay. Und jetzt? Kann ich das Ding jetzt benutzen? Immer noch nicht. Okay, dann fehlt anscheinend noch ein Gegenstand. Muss ich jetzt noch gerade gucken. Also eine Minute oder so habe ich bestimmt noch Zeit für sowas. Aber es muss ja noch irgendwas geben, was ich noch brauche. Die Sperrklinke werde ich jetzt zum Beispiel gar nicht kummer. Ah, da ist noch was. Da ist noch was. Ein Zahnrädel. Haha. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Wie habe ich denn jetzt eigentlich überhaupt das Ding gekriegt? Mach doch, ja, mit Viereck hatte das Ding. Okay. Aber jetzt sehen wir ohne Ach links Fragezeichen mit dem grünen Haken dran. Das heißt, ich habe alle versteckte Gegenstände gefunden. Das können wir uns auch anbringen. Und jetzt können wir Kurbel drehen. Aber das braucht Stärke, wie es aussieht. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Mit einer Stärke von 3 haben wir 40% Chance. Schauen wir mal, wie das abläuft. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern. Yankee.